Kolleginnen und Kollegen, am Namen von der Dittlinger Sektion und noch am engem persönlichen Namen will ich euch alle herzlich begrüßen auf der Vierfeier vom 1. Mai vom OGBL. Begrüßen will ich vor allem den Präsident vom OGBL, den Ende Röltchen. Begrüßen will ich auch den Präsident von der Chambre des Salariés, Jean-Claude Reiding. Dann haben wir von der Chambre des Salariés die zwei Vizepräsidenten, den Silva Hoffmann und den Carlo Friesing. Von den Ministern, da ist der Herr Schneider nach einer Tagelaf, aber begrüßen können wir den Kollegen Stern Kersch. Dann haben wir den Bürgermeister von Dittling, den Dan Biancalana, mit seinen gemäßigten Chefen, René Manderscheid. Carol Thomas als Vertreter von den Linken. Es ging dann noch Vertreter von den anderen Gewerkschaften und Vertreter vom GEWO, vom OGBL. Herzlich willkommen. Begrüßen will man natürlich auch als Presse und hoffen, dass ein guter Arbeit für uns machen. Dann haben wir auch eine Reihe Ehrengäste bei uns, die ich auch herzlich willkommen will heißen. Vierfeier vom OGBL, wo der Präsident über die großen Herausforderungen, die noch als Gewerkschaft OGBL und noch als alle gut an den nächsten Wochen oder Monaten werden durchkommen, als eine Tradition gehen. Und die erste Kehr war die Vierfeier zu Dittling, das war 2007, das war am Gewerkschaftsheim. Das Jahr 2017, als Vierfeier immer zu Dittling, aber zum Anlass von den 100 Jahren von der Sektion Dittling. Sektion Dittling, die 1917 gegründet ist am Lokal Fiesfeierich, und das mit ungefähr 200 Membern, hat es nicht einfach. Weil 1917 auch der nächste Streik stattfand, den von der neuen Gewerkschaft vom Letzburger Birch an Hüttenarbeiterverband organisiert war. Der Streik war kein Succès und ist von der deutschen Armee niedergeschlagen. Kolleginnen und Kollegen, die Jungdittlinger Sektion wurde fertiggebracht, an den Ende von den 20er Jahren das Gewerkschaftsheim zu kaufen. Was einfach nicht mehr möglich war durch einen Akt von größerer Solidarität unter den Pionieren von damals. Die Solidarität, die als Haut an der modernen Gesellschaft fehlt. Ein dicke Merci an all die Pioniere von damals, die es fertiggebracht haben, das Gebäude zu kaufen, und nachdem sich am Laufe der Jahre auf verschiedenen baulichen Veränderungen mehr als radikal von Haut ergehen hat, und auf das Gebäude wir alle gut am OGBL stolz können sehen. Wenn ich bei der Merci bin, will ich also Gemeinde auch Merci sagen, dass wir heute am Kulturzentrum das Feier können aufhalten. Ich will auch darauf aufmerksam machen, dass die Dittlinger Sektion auf eine akademische Feier verzichtet. Das Komitee von der Dittlinger Sektion war der Meinung, dass mit dem Geld den Militanten, die immer dabei sind, ein paar gute Pet und ein paar Schnittischer zu erfreuen. Wenn wir fertig sind, gingen ich all bitten, die Zeit erloschen tun, mit der Dittlinger Sektion auf die 100 Jahre zu posten. Wenn unser Präsident fertig ist mit seiner Rede, wird den Dreamcatcher als themisch und international spielen. Auch ihnen so eine Merci, dass sie bereit waren, das Feier musikalisch zu enkadrieren. Ich ging Dreamcatcher bitten, nach ein Stück zu spielen, und da wäre dann am Präsident vom OGBL. Ich so eine Merci für den Nolauströn, rufen ihr zu. Vive den 1. Mai, vive den OGBL. Ich will vielleicht den Hänger komplettieren und noch nach einer Gäste begrüßen, den Max Spautz, Präsident von der CSV, Jean-Marie Halsdorf, Taina Böferding und noch den Gerard Anzia als Deputierten an die ich nach vergesse, für vollständig zu sein. Liebe
Gerch aus Politik a Gesellschaft leef Kolleginnen a Kollegen vum OGBL, dat allerwichtest ganz im Ufang. De Frieden op der Welt, de Frieden tëcht de Länder an de Frieden an de Länder selber. Krisenherde op der Welt sind am vergangene Joer net zurückgegangen. Kricher, Biergerkricher, diktatorisch an autoritär, Gewaltregime, Terrorismus kombiniert mat enger langer Lücht vun extreme Menschenrechtsverletzungen, Exekutionen an Tortur, Erdrückung an Diskrimination gegen ernst denkend oder glevend Leid gegen Minoritäten, gegen Menschen mit einer anderen Hautfarbe, gegen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung, gegen Frauen und Kinder, sind die schreckliche Lebensrealität von Hunderten, Millionen von unschuldigen Menschen auf der Welt. Hinter all diesen Schicksalen stehen unzählige historische Ursachen an Entwicklungsgeschichte. Aber so viel auch gibt, und so schwer, dass sie auch am Einzelnen zu kennen oder zu erkennen, so wissen wir, dass die meisten von den Krisen, Konflikten, an Unterdrückungen, Konfrontation von wirtschaftlichen Marktinteressen den Hauptauslöser ist an die treibende Kraft dafür ist. Auch wenn das wirtschaftliche Interesse oft am äußeren Erscheinungsbild Gestalt von kulturellen, religiösen oder anderen Motiven unholen. Und dafür ist es für uns als Gewerkschaftler enorm wichtig, dass wir uns grundsätzlich für zwei Sachen ersetzen. Erstens, für fair und gerecht international wirtschaftliche Handlungsbeziehungen zwischen den Ländern an den Kontinenten an der Welt. Zumindest die westlichen Nationen, ich kann sie auch die fair und kapitalistischen Länder nennen, haben historisch an dieser Beziehung viel Schuld an der Welt durchgerichtet, an das als am sogenannten globalisierten Kapitalismus keineswegs besser gehen. Beispiele dafür gehen da zu Tausenden. Es stimmt, dass der Protektionismus keine sinnvolle wirtschaftliche Lösung ist. Mit Ruf um sogenannten freien Handel ist es doch nicht. Jedenfalls so lange nicht, wie die multinationalen Wirtschafts- und Finanzkonzerne an ihren national, kontinental, wirtschafts- und politischen Lobbyen all denen anderen hier einseitig Konditionen diktieren. Wie die Lobbyen sogar an den Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA respektive Kanada hier Interessen gegen die Allgemeinheit durchsetzen, als ja an der Auseinandersetzung den TTIP als CETA mehr wie klar gehen. Und das dann für den Rest von der Welt, was dann für den Rest von der Welt auflebt, braucht ihn nicht mehr viel Imagination zu haben. Also GBL kann nicht mehr eng Forderung gehen. Freien Handel nehmen, aber ja zum freien und gleichzeitig fairen Handel. An den fairen Handel muss sowohl der wirtschaftliche Stärke der Substanz von den einzelnen Länderrechnungen drohen, wie auch von sozialen und ökologischen Kriterien bestimmt sind. Zweitens. Neben fairen internationalen Handelsbeziehungen fordert die Gewerkschaftsbewegung von der Regierung eine Politik, die sich an der Welt für Demokratie, Frieden und Aufrüstung ersetzt. NoGBL ist alarmiert über die neue militärische Abrüstungswelle, die initiiert von Trump am Gangen ist, auf Europa überzuschwappen. Aber es ist skandalisiert darüber, dass an der Deklaration von Rom, die 27 Regierungschefen zum 60-jährigen Bestehen von der Europäischen Union unterschrieben haben, die besonders Förderung von der europäischen Rüstungsindustrie draufsteht. Kolleginnen und Kollegen, Europa hat am Moment ganz andere Probleme zu lösen, wie militärische Abrüstung umzutreiben. Da gilt anscheinend das Credo von der Spurpolitik nicht. Das gilt auch für Lützeburg. Der Kauf von militärischen Abklärungsdrohnen sind auch eine Abrüstung. Das Drohnen gehen gesagt für andere Drohnen mitzudelen, wo sie den Tod raufgeheißen sollen.
Da geht es nicht zu beschenken. Und zu weit militärische Interventionen feiern, haben wir im Afghanistan und am Irak gesehen, für nimmen die zu nennen. Den IS-Terror, der Bürgerkrieg aus Syrien und Flüchtlingsströme sind organisch mit diesen militärischen Interventionen verbunden. Den OGBL fordert von den europäischen Regierungen, und dazu gehört die Lützburg, Aufrüstung statt Obrüstung. Den OGBL fordert von unserer Regierung, sich alle militärischen Interventionen, die nicht erklärt und nur Mandat haben, sich kategorisch zu widersetzen. An den OGBL fordert als Regierung op, nicht an Tanz klappen. Wenn der gefährlichen und unberechenbaren Oberbefehlshaber von den USA ohne UNO-Mandat sein Cruise-Missilen lastschickt, sein Mann von den Bomben raufgeheit oder ein Nuklear-Säbelgerassel an Korea aufhängt. Kolleginnen und Kollegen, die Bürger in Europa will nicht nur Demokratie und Frieden. Die Bürger in Europa will gut leben und gut arbeiten. Und das ist ein legitimes Recht, das zu fordern und zu verlangen. Hier verlangt just das, was an den europäischen Treaties verankert ist. Wenn man schaut, viele europäische Bürger von der EU aufwenden, als sich von populistischen Nationalisten abhängen, instrumentalisieren und manipulieren lassen, dann hat das einen ganz einfachen Grund. Politik in Europa hat auf viele Punkte das nicht angelegt, was an den Treaties steht. Seit Jahren als eine Politik engagiert und durchgezogen, die in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Der soziale Wohlfahrtsstaat, den auf vielen europäischen Staaten gewusst war, ist als eine weitere Entwicklung aufgestoppt und auf viele Plätze zurückgestuft gehen. Politik wird Schritt für Schritt Tieren abgemacht, liberalisiert und dereguliert mehr der Finanzwirtschaft, die den Sozialstaat auf Zeit gedrückt wird, an die Wirtschafts- und Finanzkrisen ausgelöst wird, die sozial und politische Krisen übergegangen sind. Was hat Politik von den salariatsfeindlichen strukturellen Reformen Europa an dem europäischen Bürger braucht? An die vom Aufbau an der Verschlechterung von den Erbes- und Sozialrechten. Aber was hat Politik braucht vom Lohndumping und von den Angriffen auf die nationalen Lohnsysteme? An die vom Fiskaldumping bei den Betriebsbesteuerungen mit mittlerweile lächerliche Steuerlasten, besonders für die multinationalen Wirtschafts- und Finanzkonzerne. Aber was? Da ist die Politik braucht, die zugunsten von den reichsten Schichten Kapitalrevenuen und Vermögen immer mehr besteuert, an die allgemeine Bevölkerung, an die schaffenden Leute immer mehr Steuerlasten aussetzt. Aber was? Da ist Politik von der Privatisierung an der Schwächung von den öffentlichen Dienstleistungen an den öffentlichen Sozialversicherungen braucht. Es braucht ihn, Kolleginnen und Kollegen, in Denver nicht lang zu sichern, eng massiv Umverdelung von innen nach außen. Das tut es braucht, Kolleginnen und Kollegen. Ein immer mehr großen Teil vom wirtschaftlichen Reichtum, den die Schaffenden leider schaffen, verschwindet nur eben an die falsche Tasche. Europa ist zu einem Kontinent von der relativen Verarmung von großen Teilen vom Salariat an ihre Familien gehen. Massenarbeitslosigkeit, Armut am Alter, Arbeitsplatzunsicherheit, Rückgang oder Stagnation bei den Löhnen an der Kaufkraft, eine Sozialsicherheit, die für immer mehr Großschichten immer mehr schwach und unsicher wird, Lebens- und Berufsperspektiven, die sich besonders für die europäische Jugend auf ganz viele Plätzen verschlechtert statt verbessert wird. Ein Töppelchen auf den I war die Austeritäts- und Spurpolitik nur der Krise von 2008. Und das Politik, das ist gescheitert. Es braucht das nicht weiter bewiesen zu gehen. Der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zustand von Europa sieht alles aus. Die Austeritätspolitik war ein fataler Fehler, den die Europäische Union an den schwersten politischen Krise gefordert wird, hinter ihrer Gründung 64 Jahre.
Wie wo bleibt die Fundamentalkritik und dieser Politik, die Europa futti möchte? Wo bleibt Kritik und der Politik von dem Sozial-, Lohn- und Fiskaldumping, die all der europäische Welt mir ungleich und mir ungerecht möchte? Wo bleibt Politik, die dem europäischen Bürger eine Perspektive gibt? Wo bleibt die Sozial-, Marktwirtschaft, der Wohlfahrts- und Sozialstaat, der soziale Fortschritt, die Politik, die das zur Priorität möchte, an die liberalisiert, an dereguliert kapitalistische Markt- und Finanzwirtschaft vorstellt, ergänze untritt. Wir brauchen heute encouragiert Politik, die sich nicht scheut, Kritik dort zu machen, wo sie notwendig ist. Die sich nicht scheut, den Widerspruch zwischen erbischer Kapital an den Mund zu holen. Die sich nicht scheut, das neoliberale Modell, die weiterhin am Gang ist, Europa zu brechen, offen umzugreifen, konsequent vorzustellen. Wir brauchen eine couragierte Politik, die das sozialt immer an den Vordergrund stellt, die dem europäischen Bürger nicht mehr probiert zu machen, dass es zu der aktuellen Wirtschafts- und Sozialpolitik keine Alternative gibt. Die nicht mehr probiert, als zu machen, dass kein anderer Weg möglich wäre wie dem von der liberalen Markt- und Finanzwirtschaft, an diese quasi zu engem Naturgesetz deklariert, gegen das den nicht kennt umgehen. Kolleginnen und Kollegen, gerade so wie den Europäischen Gewerkschaftsbund bleibt auch nur GBL der Meinung, dass ein national Zurückziehen aus der Europäischen Union ein Zurückfallen auf den Nationalstaat keine zielführende Lösung ist. Das nur GBL haut nowend als französisch Grenzgänger Kolleginnen und Kollegen dazu abruft. Jo nimmen nicht. Marine Le Pen zu wählen dürft Bannejo keinen weiter überraschen. Marine Le Pen wird mit der Erbester eine Gewerkschaftsbewegung nicht umhut. Alldemokratisch, auf fortschrittliche Bewegungen wird die freie Gewerkschaftsbewegung eng ass. An all demokratische Parteien sind an der Pflicht, den Menschen an Europa zu erklären, dass Parteien wie die von Marine Le Pen in deutlich Gift für als demokratisch Rechter Freiheiten sind, und dass hier Programme, die vom weiteren sozialen und wirtschaftlichen Rückschritt sind. Mir so wichtig die Abklärung ist, so wenig wird sie lang durchgehen für die Ausstrahlungskraft von der firmenfeindlichen, nationalistisch-populistischen bis rechtsextremen Demagogen wie Marine Le Pen zu brechen. Nee, das geht nicht durch, für ihre Weiterentwicklung zu stoppen. Wir brauchen Parteien und Regierungen, die über realen, konsequenten politischen Kurswechsel dem europäischen Bürger in neuen Optimismus und Neidvertrauen an die europäische Idee an hier Konstruktion gehen. Nämlich so kann Motivation für Europa frisch entstehen. Die Bürger in Europa brauchen eine neue Sozialperspektive, die ihm heute fehlt. Hier braucht eine realpolitische Alternative, und die ich leben kann dafür, die hier noch bereit ist, sich aktiv anzusetzen. Nämlich über diesen Weg kann eine Europäische Union sich stabilisiert kriegen. Nämlich über diesen Weg kann eine Europäische Union überleben. Ohne eine klare Sozialperspektive ist ein gemeinsames Europa nicht zu machen. Der vergangenen 25. März zu 27 Regierungschefen zu Rom 60 Jahre Europäische Union gefeiert. An ihrer gemeinsamer Deklaration haben sie sich zum sozialen Europa verpflichtet. Zu einem Europa vom wirtschaftlichen und vom sozialen Fortschritt. Das ist eine wichtige Deklaration. Ja, noch mehr wichtig ist, dass die 27 Regierungen mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament diese Deklaration kurzfristig an eine konkrete politische Aktion umsetzen. Das wäre fatal für Europa, wenn nicht just bei der Deklaration bleiben.
Die europäischen Staaten brauchen dringlichst mehr haushaltspolitischen Spielraum für erstens durch öffentliche Investitionen den massiven Investitionsdefizit an Europa ein Ende zu setzen. Auch für zweitens eine Einkommenspolitik auf Schiene zu setzen, für die Populationen sozial zu stärken und für die Kaufkraft die europäische wirtschaftlich spannende Nofro an auch die Privatinvestitionen zu dynamisieren. Ohne eine Ablackerung und ohne eine Revision von den Treten vom sogenannten europäischen Semester ist das nicht zu machen. Egal, was Herr Schäuble an anderer dazu mengen. Wann die 27 Regierungschefs an Kommission die Deklaration von Rom echt gemengt tun, da müssen endlich an den Treten zum europäischen Semester neben die wirtschaftlichen Kriterien auch Sozialkriterien nicht nur angefordert gehen, aber zumindest einen gleichberechtigten Wert kreieren. Und damit wären wir bei der zweiten großen Aktion, die notwendig ist. Diskussionen über die Abfähung von einem sogenannten europäischen Pilier von den sozialen Rechten muss eng vom sozialen Fortschritt statt eng vom sozialen Rückschritt sein. Es muss zur europäischen Gesetzesinitiative kommen, für das Sozialrechte einen verbindlichen Charakter kreieren. Das allgemeine Prinzip muss das von der Konvergenz nur oben statt der Konvergenz nur innen sein. Eine Regression von nationalen sozialen Rechten und Arbeitsrechten muss ausgeschlossen sein. Ein europäischer Mindestlohn, die Verbesserung von der Direktive über den Detachement, die gesetzliche Stärkung von den Arbeitsverträgen im Interesse von den Salarien, zum Beispiel gegen Scheinselbstständigkeit, da gegen die weitere Proliferation von prekären und atypischen Arbeitsverhältnissen, den Ausbau von der gewerkschaftlichen, betrieblicher und überbetrieblicher Mitbestimmung an Stärkung vom Roll von den Sozialpartnern sind ein paar Beispiele für die Richtung, an der das Logo muss auszudrücken. Und insgesamt gilt, dass weder Tarifautonomie an die nationalen Lohnsysteme nach die Nationalsysteme von der sozialen Sicherheit nach weiter angegriffen gehen. Nogibel fordert als Regierung op, sich mit allem Notdruck europäische Plan für das Forderungen anzusetzen. An das Forderung adressiert Nogibel auch und all die anderen Parteien. In dem Sinn wird Nogibel sich nächstes Jahr an den politischen Wahlkampf heute zu Lützeburg anmischen. Die wird keine Partei unterstützen, ob aktuell an der Regierung oder an der Opposition, die sich nicht klar und deutlich zum sozialen und zum demokratischen Fortschritt heute zu Lützeburg auf für Europa bekennt. Nogibel wehrt sich gegen alle Parteien Der Nogibel wird sich gegen alle Parteien ausschwätzen, die nicht einen klaren Aufstand von all Austeritäts- und falscher Spurpolitik hält. Völlig fehl unter Platz als all Angstmacherei, als all Schwarzmalerei über die Zukunft von unserem Land am Allgemeinen und über die Zukunft von unseren öffentlichen Finanzen am Besonderen. Als öffentliche Finanzen sind gesund. Die Finanzkapazität von unserem Staat ist intakt und es gibt keinen direkten Grund für etwas Ernstes für die Zukunft umzuholen. Wir brauchen weder einen neuen Zukunftspakt noch einen weiteren Attack auf unser öffentliches Pensionssystem. Aber wir brauchen noch keine neuen Belastungen, die sich gegen die Bevölkerung, gegen die schaffenden Leute an ihre Familie richten. Krisenbelastungen von all den letzten Jahren sind noch nicht verdaut. Also sie bislang, und darauf will ich besonders heute assistieren, just teilweise zurückgeholt gehen. Trotz Steuerreform und trotz dem Funktionieren von unserem Indexsystem. Wenn also noch Handlungsbedarf besteht, dann an die Richtung von einem weiteren Aufbau von den Krisenbelastungen in Richtung
vu sozialem Fortschritt. No den Mogebeler se mittlerweile auch die Regierung an so gut der Europäische Kommission, die Meinung vertreten, dass als öffentliche Finanzen gesund sind. Für wat behauptet die größten Oppositionspartei das Gegenteil. Mogebel hat kein Verständnis für Deklarationen, die sie auf ihrem Nationalkongress am März gemacht hat. Unter anderem für die, wo sie die Steuerreform oder die Reform vom Congé parental als Fehler und sogar als elektoral Kado hinstellt an die Lützeburg an ein Defizitmauer verknüppellos. Aber wir noch kein Verständnis für die Deklarationen, die in Richtung von einer weiteren Verschlechterung von unserem Pensionssystem gehen. So aus so lassen eine Interpretation so. Der CSV no kann sich Lützeburg den Aufbau von der Krisebelastungen von den letzten Jahren ein kleiner Schritt für sozialen Fortschritt nicht leisten. Wie wollen wir es weiterhin an ein Krisenszenario bewegen? Oder wie wollen die massive Krisenbelastung gegen die Bevölkerung an die schaffenden Leute nicht gewähren? Für was geht das so ignoriert von der Europäischen Kommission, die an ihrem Jurisbericht über Lützeburg Bedeutung von der Bannenaufruhr für die wirtschaftliche Wachstum zu Lützeburg unterstreicht? Für was geht ignoriert, dass eine Europäische Kommission, die jahrelang Austeritäts- und Spurpolitik gepredigt und nur getrieben hat, und damit ganz Europa viel Schulden gerichtet hat, endlich aufhängt, aussatzweise sich eines Besseren zu besinnen, an dem sie Länder mit wirtschaftlichen Handelsüberschüssen, guten öffentlichen Haushaltssituationen wie das, ob Länder wie Deutschland oder eben nur auf Lützeburg zutrifft, vorschlägt, eng expansiv statt eng restriktiv Haushaltspolitik zu machen. Auch ein CSV muss da aufhängen zu merken, dass ein Zeitpunkt überreif ist für eine andere Politik wie anzuschlagen, und für sich klar für den weiteren Aufbau von der Krisebelastungen auszuschwätzen, und konkret Vorschläge für Redemarage vom sozialen Fortschritt heute zu Lützeburg zu machen. Die aktuelle Regierung kann Mogebel just uroden sich nicht erschüchtern oder ob Glatteis feierenslosen durch den negativen Druck an die falsche Richtung, die von der größten Oppositionspartei oder von einer ADR gemerkt. Bis zu den Parlamentswahlen bleiben der Regierung nach bald 1/3 von der Legislaturperiode für viel Wichtiges und Dringendes zu machen. Politische Aktion für die Investitionen an zukunftsorientierte Infrastrukturen an öffentliche Dienstleistungen muss ungebracht weitergehen an Soziallage von der lützeburgischen Bevölkerung und von den schaffenden Leuten muss weiter verbessert gehen. Den Aufbau von sozialen Inegalitäten, Stärkung von einer sozialen Sicherheit, die weiter Unterstützung von der Kaufkraft von der Bevölkerung, weiter Akzente an der Wohnungspolitik auch schlussendlich. Notwendig erbesrechtliche Anpassungen stehen an. Es muss einen positiven Aufschluss von dieser Legislatur angestrebt gehen. Die Reform von der Pflegeversicherung, wie sie aktuell proposiert wird, ist nicht befriedigend. Mogebel hat bis heute nicht richtig herausgefunden, was das aktuelle Gesetzprojekt Positivem für die pflegebedürftigen Menschen eigentlich bringen soll. Au contraire. Die Abfähung von sogenannten Pflegestufen verheert nicht Gutes, aber was die einzelnen Leistungen von der Versicherung angehen, so können wir bis heute noch immer nicht vermelden, dass das, was aktuell besteht, quantitativ und qualitativ aufgesichert bleibt. Wir vermissen weiterhin einen klaren Schritt gegen Schwarzarbeit an der Pflege daheim. Und Mogebel widersetzt sich mit Notdruck gegen eine Cellule d'Evaluation, die direkt dem Minister von der sozialen Sicherheit unterstellt soll gehen, statt sie am Respekt von der demokratischen Mitbestimmung der Pflegeversicherung zu unterstellen, und so den Vertreter von den Assyrien ein Mitspruchrecht zu garantieren. Das Gesetzprojekt muss auf wesentliche Punkte aufgeändert
respektiv verbessert gehen für die Zustimmung vom OGBL zu kriegen. Aber was für die Pflegeversicherung gilt auch für die Krankenversicherung. Den OGBL drängt auf weitere Leistungsverbesserungen, aber widersetzt sich alle Bestrebungen, die das obligatorische Konventionement von der Ärzteschaft aufstellen. Kolleginnen und Kollegen, es vergeht bald kein Tag als Lützburg, wo die Medien, Patronatsvertreter oder Vertreter von privaten Versicherungsgesellschaften oder marktliberal orientierte Politiker als ein öffentliches Pensionssystem angreifen. Sie schwätzen von der Ponzi-Pyramide an der Rentemauer, vom Raubbau gegen die Jugend, gegen die kommenden Generationen, und sie machen Angst um Millionenstaat, den absurderweise anscheinend durch unser Pensionssystem ausgelöst wird, als sie können schon den Niedergang von den öffentlichen Finanzen an eine exponentielle Staatsschuld un. Die Leute haben schon sehr gesprochen, dass 2012 mit der Pensionsreform in ersten Angriff gegen Pensionen erfolgreich war, gegen Jugend eng minus 14% Pension durchgesetzt gouf. Und an der Reform goufen weiter Negativentwicklungen schon festgelegt. Und dieselbe Leute verlangen nur mehr. Also ein öffentliches Pensionssystem soll weiter aufgebaut gehen. Der GBL fordert heute all sozial fortschrittliche Politiker hier am Land, ob sich ganz hart zu Wort zu melden. Erklärt endlich, wie sozial fortschrittlich ein öffentliches Pensionssystem gegenüber all Formen von privatkommerzieller Pensionsversicherung ist. Erklärt endlich, dass all Aufbau vom öffentlichen Pensionssystem den Haut gemerkt wird, am allererster Linie gegen Jugend gerichtet ist, an dass sie die sind, die Haut für mehr verlieren. Erklärt endlich, wie wichtig ein performant öffentlich solidarisches Pensionssystem nicht nur als sozialen, aber auch wirtschaftlichen Stabilisierungsfaktor an der Gesellschaft ist, wedelo am Verlauf von der Wirtschaftskrise ganz klar zum Ausdruck kommen ist. Und erklärt auch, wie viel Steuerverluste der Staat haut durch Subventionement von den privatkommerziellen Versicherungen erdrohen muss. Und erklärt auch endlich, dass bei den aktuellen Kotisationen Spielraum nur besteht und dass bei dem öffentlichen Pensionssystem die schaffenden Leute nehmen 1/3 von einer Erhebung bezahlen, im Gegensatz zu den kommerziellen Versicherungen. Und erklärt doch die Leute, dass der staatliche Beitrag von der Finanzierung vom öffentlichen Pensionssystem eine Umverteilung am Sinn von mehr sozialer Gerechtigkeit ist. Und erklärt auch die Leute, dass Decisionen über die Leistungsfähigkeit von Haut oder von Mur vom öffentlichen Pensionssystem eine politische Decision ist über die Richtung von der Verteilung von innen nach außen oder umgedreht. Und dass es eine politische Decision ist, ob am Interesse vom Patronat Kotisationsfähigen Tabuthema bleibt oder nicht, und dass es eine politische Decision ist, ob der private Kommerz a Profit an dem Pensionswesen weiter gefördert wird oder nicht. Unterstützt den OGBL als seiner Forderung, dass die Leistungskraft vom öffentlichen Pensionswesen gestärkt statt geschwächt wird und dass das sozial fortschrittliche Prinzip von der Pension als gut Ersatz kommen für den Lohnausfall nach dem aktiven Erwerbsleben weiterhin sein Bestand hat. Der OGBL jedenfalls wird all weitere Verschlechterungen vom öffentlichen Pensionswesen nicht mitmachen. Au contraire, der OGBL hat sich Opposition gegen die Reform zu 2012 nicht vergessen, aber wir drängen auf Verbesserungen statt auf Verschlechterungen, in anderem ob eine verbesserte Anerkennung von der Studienzeit und ob Doofschaffen von denen neue gesetzlichen Automatismen, die weiter Verschlechterungen Werte bringen. Kolleginnen und Kollegen, für den OGBL ist auch ein Dossier Steuerreform nicht aufgeschlossen. Auch wenn wir die Steuerreform von der Regierung mitdrohen, weil sie für uns Membern ein Teil von den zusätzlichen Steuerbelastungen von all den letzten Jahren aufgebaut wird, will das nicht heißen, dass es keine Punkten mehr gibt. Das Problem von Diskriminationen bei der Besteuerung von unseren Grenzgängerkollegen ist noch nicht gelöst, aber wir werden weiterhin
ob eng Positivpropos vom Finanzminister e Brief als Haut nach herausgang. Wir appellieren weiterhin und die Regierung, dass sie nach Akzenter Errichtung von mehr Steuergerechtigkeit zwischen der Besteuerung von den Lohnabkommens einerseits an der Besteuerung von den Kapitalrevenuen setzt. Dafür ist die automatische Anpassung vom Steuerbarem und die Inflationsentwicklung notwendig wird zu verhindern, dass wir nach einer Kahlprogression von der Steuerlast erleben, wie das nach dem Jahr 2009 der Fall war. Als zweitens muss die Regierung endlich etwas machen gegen die niedrige Besteuerung von den sogenannten Stock Options. Die durch nichts zu legitimierende Steuerentlastung bei den Stock Options kostet allgemein Eisenabschätzungen nur rund 200 Millionen Euro am Jahr. Aber wir fordern eine Nullbesteuerung bei den direkten Steuern für die gesetzliche Mindestlohnbeziehungen auf das Thema kommende Nacht zurück. Kolleginnen und Kollegen, Politik vom Lohndumping an Europa hat feiert doch weiterhin zu einer mehr größer Schieflage bei der Verdelung von der Produktivität an den Produktivitätsgewinner. Die Lohnquote als rückläufig, Betriebsgewinner gehen immer mehr stark von den Kapitalbesitzern abkassiert. Das trifft auch auf Lützeburg zu. Europa braucht mehr Lohngerechtigkeit, auch Lützeburg braucht mehr Lohngerechtigkeit. Dafür unterstützt nur GBL, dem Europäischen Gewerkschaftsbund, seine Kampagne für besser Leben. Das ist an erster Linie eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, von einer mehr gerechter Verdelung zwischen Kapital und Arbeit. An zweiter Linie, sie besser Leben eine absolute Notwendigkeit für die Stärkung von der europäischen Kaufkraft und damit für die Dynamisierung vom europäischen Binnenmarkt an die wirtschaftlichen Investitionen. Ich will an diesem Zusammenhang just daran erinnern, dass ordentliche Löhne auch die Voraussetzungen sind für die Finanzierung und damit für die Leistungskraft von einer solidarischen öffentlichen rechtlichen Sozialversicherung. All Cent an all Euro, den der Lohn fehlt, also ein Teilcent an den Teileuro, den die Kotisationen für als Krankenversicherung, für als Pensionsversicherung, und für als Pflegeversicherung entzugehen, fehlen. All Cent an all Euro, den der Lohn fehlt, also ein Teilcent an den Teileuro, den die steuerlichen Resetten für den öffentlichen Haushalt fehlen, an dummer einer Politik für mehr sozial Gerechtigkeit und soziale Fortschritte in unserer Gesellschaft vorenthalten. Und für all die sich schon so viel Sorgen machen, oder besser gesagt, viel mehr gehen, sich die Sorgen zu machen für die zukünftigen Pensionen von unserer Jugend, denen sie in diesem Zusammenhang an Erinnerung rufen, dass die Jugendlichen an erster Linie ein gut Pai braucht, für die Kotisationen können anzubezahlen, ohne die so oder so keine gute Pension für ihn möglich ist. Am Vergleich zum Ausland stellt die Europäische Kommission besonders für Lützeburg für die letzten Jahre, aber auch als Prävision bis 2016 einen verhältnismäßig starken Rückgang von den sogenannten realen Lohnstückkosten fest. Das Negativentwicklung, die kann just durch eine offensive Lohnpolitik aufgebremst und umgekehrt gehen. Dafür steht in unseren aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen lohnfroher Mittelpunkt. Stagnation und sogar der Rückgang von der realen Löhne in den letzten Jahren muss durch reale Lohnentwicklungen aufgelöst gehen. Wenn in einem Land im Zustand vom sozialen Dialog, im Zustand von den sozialen Beziehungen an ihre Verhandlungen steht, gesagt ihnen für allem und er weiß, wie Tarifautonomie funktioniert, wie die Kollektivvertragsverhandlungen verlaufen, wie die Lohn- und Arbeitsbedingungen an den Betrieben und an den einzelnen Wirtschaftsbereichen verhandelt gehen. Und da muss, wie für Lützeburg leider feststellen, dass in den großen Wirtschaftsbereichen alles ernst ist, wie gut im sozialen Dialog steht. Patronatsorganisationen scheinen die Bedeutung vom sozialen Frieden für Lützeburg
nicht mehr verstehen zu wollen. Und da trotz den exzellenten wirtschaftlichen Eckdaten. So zum Beispiel am Bausektor, wo man immer ein Kehr über größten Konflikt zusteuern. Obwohl es am Bau boomt, wie schon längst nicht mehr vor der Patronat eine Nullentwicklung bei den realen Löhnen, Verschlechterung von der Jurisprim und die Annualisierung von den Arbeitszeiten. Kolleginnen und Kollegen, das geht schief aus. Durch den größten Konflikt am Jahr 2013 probiert das Patronat nach einkehren, den Mogibiel an die Salarien vom Bau den Arm zu bauen. Mit Mogibiel werdet keine Verschlechterung bei den Arbeitszeiten gehen, aber just eine signifikative Lohnerhöhung. Mobilisierung von den Arbeitskollegen aus dem Bau ist ab heute lanciert. Nicht viel ernst, das gesagt an den Verhandlungen vom Bankenkollektivvertrag aus. In dieser Branche müssen, das ist als Forderung, Produktivitätssteigerungen endlich den Weg auch an Peitut vom Bankenpersonal finden. Anstatt den Kollektivvertrag weiter auszuhebeln, als Bankenpatronat von Mogibiel abgefordert, mit der permanenten Violation vom Arbeitsgesetz abzuhalten, die daran besteht, dass Tausende von Personalmembern kollektivvertraglich verankert Rechte vorenthalten gehen, an dem sie zu Kaderpersonal deklariert gehen, obwohl sie das dem Gesetz nur überhaupt nicht sind. Am Wunsch Industriebetrieber also eng Lohnpolitik entstanden, die sich nicht nur negativ auf Löhne von unseren Leuten, aber auch auf ihre Arbeitsbedingungen auswirkt. Wer will ein jung Leute für die Arbeit an der Industrie nach motivieren, wenn ein Anfangslehn aufsetzt, wenn immer mehr Stammarbeitsplätze nicht mehr mit normalen Arbeitsverträgen ersetzt gehen, mehr immer mehr durch Interimsarbeit mit schlecht wie recht abgefüllt gehen und dadurch der Stress und die Arbeitsintensität von der normalen Belegschaft auf eine inakzeptable Weise an die Luft geht. Das ist ein Zusammenhang. Sie waren Verhandlungen an der Stohltripartite erinnern, die nur 6 Monate nach immer zu nicht viel gefordert haben. Mogibiel fordert klar Investitionsengagementer für alle Stahlsitter und fordert, dass ArcelorMittal statt die bewährten Modelle von der Prä-Retraite an der Cellule de Reclassement vorzustellen, endlich zu einer proaktiver Erstellungspolitik übergeht, für das jung Salarien de Weh an als Stahlbetrieber finden. Das für die konfliktorischen Tarifbereiche, also wird die genannten Beispiele wäsch nach viel lang. Es geht nach von der Arbeitsintensität an der schlechten Lohn an Arbeitsbedingungen am Bereich vom Nettojahr schwätzen, die an niedrigen oder weiß Tausende von Frauen treffen. Es geht auch von den schweren Vertragsverhandlungen am Bereich der Sicherheitsfirmen schwätzen, die sich auch den zentralen Punkt vom Lohn drehen. Die ganze Bandbreite von konfliktorischen Verhandlungen geht auch ersichtlich beim Beispiel von der Universität von Lützeburg, wo Mogibiel sich gegen die Abfeierung von kontraproduktiven individuellen Bewertungssystemen zur Wehr setzen muss. Kolleginnen und Kollegen, Personal aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, also ein ganz wichtiger Teil von unserem öffentlichen Dienstleistungsbereich, das gut qualifiziert schafft am Dienst vom Mensch, das an der großen Majorität Frauen. Und seit der bald 40 Jahre kämpft mit seiner Gewerkschaft Mogibiel für die gesellschaftliche Anerkennung von seinen Berufen und von seinen Karrieren. Über lange Jahre wird Politik ihm die Anerkennung verwehrt. Bis zum Jahr 2014, wo das Parlament am Gehältergesetz in der Fonction publique die Abwertung von den Laufbunden von der Gesundheits- an den Erzieherberufen dezidiert wird.
Die Regierung hat sich den 21. November 2014 mit ihrer Unterschrift gegenüber dem MOGBL dazu engagiert, dass dieselbe Abwertung für die zwei großen Kollektivvertragsbereiche am Gesundheits- und Sozialwesen umgesetzt soll gehen. Die finanziellen Mittel dazu stehen bereit, Deklarationen vom Minister von der sozialen Sicherheit in Richtung Spitäler sind klar an die gesetzliche ASFT-Kommission hat Finanzement für die Abwertung für die Karriere positiv avisiert. Wir nach immer sind Kollektivverträge weder den am Spidolsbereich nach dem am sozialer Pflegesektor der sogenannten SS-Vertrag nicht unterschrieben. Sie sind nicht unterschrieben, weil Patronat weiter blockiert, als sich einen positiven Aufschluss von den Verhandlungen widersetzt. Protestmanifestation, die mit 9.000 Personalmembern die größte Wert die Gesundheits- und Sozialwesen zu Lützeburg erlebt wird, nicht Warnschuss genug. Schiederin, als anscheinend Patronat, hat der 6. Juni letztes Jahr verstanden, dass Personal an den Streik geht, wenn es keine Satisfaktion für seine legitime Forderung kriegen. Wie weit will Patronat das Spiel gegen sein Personal und gegen den OGBL nachtreiben? Aber wie weit will das Patronat dem seine Betriebe von öffentlichen Geld, ob direkt vom Staat oder über die Sozialversicherung finanziert gehen, das Spiel gegen Politik und gegen die öffentlichen Interessen nachspielen? Wie sind Sie eigentlich für so verantwortungslos gegenüber Ihrem Personal an den Arbeitsbeziehungen am Gesundheits- und Sozialsektor sich zu verhalten? Zeitbombe, die tickt, mir nicht mehr lang, da wird sie lassen gehen. Die gesetzliche Friedenspflicht, die Schlichtungsprozedur dem Personal aus einer Gewerkschaft vorschreibt, dass geschwinde River an Streikverabredungen sind am Gangen. Die größte Streik am Gesundheitswesen und am Sozialwesen am Jahr 2017 kann nach just durch Apps verhindert gehen. Durch die Unterschrift von allen Patronatsorganisationen ändert die neue Karriere. Es gibt nichts mehr zu verhandeln, es geht just nach Apps zu unterschreiben. Kolleginnen und Kollegen, es schon gesagt, Produktivitätsgewinne hier am Land laufen immer mehr fort, dafür brauchen wir eine offensive Lohnpolitik am Allgemeinen. Es gibt aber auch ein anderes Problem. Es sind an erster Linie die niedrigen Löhne, an erster Linie der gesetzliche Mindestlohn, die immer mehr und Terrain verlieren. Wenn ein Land eine Wirtschaft hat, die eng von den Reichsten von der Welt ist, wenn ein Land eine Wirtschaftsproduktivität hat, die Weltspitze ist, da muss das Land fertig bringen, dass die Menschen, die 4 Stunden an der Woche schafft, an den Mindestlohn verdient, ordentlich an dem Land leben muss können. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das Land ein ganz großes Problem. Der aktuelle Familienminister ist mit dem Resultat von einer Unterlegung von der Stadtdeck gemerkten Etude konfrontiert, die der Vorgängerminister an Auftrag gegeben hat. In dieser Etude wird der Preis gerechnet von allen Waren an Dienstleistungen, vom Wunde bis zur Zahnpasta an der Zahnbürste, die ein Mensch sich leisten muss können für in unserem Land, so wie die Etude sieht, und ich zitiere, dezent, mehr modest leben zu können. Just ein Resultat aus der Etude. Den erwachsene Mann, der 40 Stunden heute zu Lützeburg schafft, braucht dafür 1.922 € netto am Monat. Beim aktuellen gesetzlichen Mindestlohn hat der selbst erwachsene Mann nur dem Aufzug von der Kotisation nach Steuern aber nur 1.727 € netto zum Leben zur Verfügung. Das sind rund 11% zu wenig. Mit dem aktuellen Mindestlohn
leide mat zinggem Akkommes am Armutsrisiko. D'Erreichung vom gesetzlichen Mindestlohn ist nicht nur wirtschaftlich verkraftbar, bis jetzt ein ganz wichtiges Element am Kampf gegen Sozialungleichheit und für Sozialkohäsion hier zu Lützeburg. Wenn die Lohnhierarchie zu stark auseinanderdriftet und immer mehr Großteile vom Salariat mit ihren Löhnen nicht mehr ordentlich leben können, dann als eine Regierung gefordert, national Lohnpolitik zu machen. Es besteht akuten Handlungsbedarf. Der gesetzliche Mindestlohn muss strukturell, an ich wiederholen, haut als Forderung 10% an die Lut gesagt gehen. An der Haut, an der Richtung. An Haut hecht, dass das Regierung ein Gesetzprojekt für die strukturelle Erhöhung vom Mindestlohn auf den Instanzen bringen muss. Auch beim Revis dem neuen RMG muss die Regierung ihr Gesetzvorschlag ändern. Dohigehend verbessern, dass die Text vom Montag vom Revis durch Uwen revidiert wird. Kolleginnen und Kollegen, es gibt am Moment ganz viel vom revolutionären Technologiewandel geschwärzt. Nicht für dich vollzieht sich an der kapitalistischen Produktionsweise in technologischen Wandel, den sich tiefgreifende Auswirkungen auf Produktivkraft hat. Gerade so wie beim Dammbau bei der Elektrizität wird auch die sogenannte digitale Revolution nicht dann vom Kapitalismus seine Produktionsverhältnisse sind. Und damit wird auch die Gewerkschaftsbewegung da nicht ausgehen. Mir geht eine neue Runde angelaut. Die neuen Technologien und Wissenschaften weisen ein riesiges Veränderungspotenzial nicht nur allein für die Wirtschafts- und Betriebswelt, sondern für die Gesellschaft insgesamt ab. Wenn ich bewusst von Veränderungspotenzial schwätze, dann ist es mir fair und allem ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch Digitalisierung von unserer Gesellschaft weder ein Naturgesetz nach E4 determinierte Weg ist, ob den kein Abfluss kein Tool. Bei der anderen wieder, die digitale Revolution ist kein E-Bundesstoß. Wenn sie sich an der Gesellschaft und an der Wirtschaft und Betriebswelt umsetzen wird, in welche Richtung es wird gehen, wird mehr wie je von den sozialen und politischen Bewegungen und Kraftverhältnissen an der Gesellschaft aufhängen. Und dabei haben wir als Gewerkschaftsbewegung eine enorm wichtige Rolle zu spielen. Wir müssen als dieser großen Herausforderung und Verantwortung bewusst sein, und wir müssen an dieser großen Aufgabe konsequent und offensiv sein. Die Interessen vom Salariat limitieren sich keinesfalls auf die Betriebswelt oder auf an Berufsinteressen, aber sie drängen weit an all gesellschaftliche Bereiche heran. Demokratie kann nicht funktionieren, wenn der Mensch schutzlos der elektronischen Umwelt ausgeliefert ist. Demokratie kann nicht an einem elektronischen Überwachungsstaat funktionieren. Eine Demokratie kann auch nicht funktionieren, wenn immer mehr umfassend Datensätze, die sogenannten Big Data, an den Händen von Multinationalen sind, die sich wie Google, Amazon, Facebook, Apple oder Microsoft zu einer gefährlichen Konzentration von wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und damit politischer Macht entwickeln. Für die Verteidigung von unserer privaten Sphäre, auch von unseren demokratischen Rechten stehen auf Europa bezogen als Verfassungen und als Gesetzgebungen für ganz große Herausforderungen. Und ganz konkret und aktuell fordern wir in diesem Zusammenhang die Regierung ab, hier Gesetzprojekt wird den Datenschutz aufzuändern, für das der Schutz vom Salarié für der Überwachung am Betrieb nicht verschlechtert wird. An der aktuellen Diskussion über die Digitalisierung von der Wirtschafts- und Betriebswelt, besser bekannt unter dem Namen Industrie 3.0 oder Industrie 4.0, stehen ein paar Zentralfragen am Mittelpunkt.
Und die Industrie 4.0 für Salariatzwänger Chance an Opportunität soll gehen, da müssen das Zentralfroen positiv beantwortet gehen. Und da sind Politik und Sozialpartner haut schon gefordert. Für die Gewerkschaftsbewegung für Reis kann es just ein Ziel gehen. Die Industrie 4.0 muss für jeden zu guter Arbeit und zu einem besseren Leben führen. Digitalisierung von der Arbeitswelt kann für den Mensch die Arbeit mehr leicht und mehr human machen. Und das gilt nicht nur für die manuelle Arbeit. Die Chance kann aber nicht dann erreicht werden, wenn ein modernes Arbeitsrecht und performant Kollektivverträge Arbeitsorganisationen an Arbeitszeiten garantieren, die Arbeitsverdichtung, die Arbeitsintensität limitieren und die Arbeitsmonotonie, sprich den digitalen Fließband Arbeitsstoff verhindern. Ein Problem, das los schon an der Lützeburger Industriewelt am Firmarsch ist. Eine zweite Zentralfrage ist, ob die mehr oder Männer Arbeit für den Mensch, ob es mehr oder Männer Arbeit für den Mensch wert gehen. Wird nicht mehr genug Arbeit für jeden da sein. Ein ganz pertinent froh, wenn ihr sich heute Stand von der Massenarbeitslosigkeit an Europa guckt. Soll die Industrie 4.0 zur Chance gehen, da kann es darauf nicht eine eng sozial fortschrittliche Antwort gehen, an das als die allgemeine Verkürzung von der Arbeitszeit. Aber mehr von den Produktivitätsgewinnen ausgehen, die allgemein geholt gehen, dass sie kommen werden, dann als für die Salariatperspektive von der Arbeitszeitverkürzung nicht mehr mit vollem Lohnausgleich, mit auch nach gleichzeitig materiellen Lohnentwicklungen ab. Wir sollen als nicht viel machen. Nicht wird am Selbstlager nur nicht Notwendigkeit von einer stärkeren Gewerkschaftsbewegung passieren. Sollte die weitere Digitalisierung an der Wirtschaftswelt zur ungekündigter stärker Entwicklung von der Produktivität feiern, da wird Verdelungsfroh zwischen Kapital an Arbeit, Verdelung von diesen Produktivitätsgewinner an den Mittelpunkt von den sozialen Auseinandersetzungen treten. An Arbeit steht jederin als eine Forderung, die sich als Gewerkschaft nicht just für die Zukunft stellt, wie sie als Haut gestaltet. Ja, ganz Europa, also auch zu Lützeburg Sterbenslosigkeit, ob neu historisch Rekordthechten geklommen. Das vergleichen Thechten mit denen in einer anderen Krise 2008 und du hast es klar. Nogibel hat Vollbeschäftigung als einem Programm. Und das wird auch nur seinem Kongress am Jahr 2019 weiterhin der Fall sein. Neoliberale Kapitalismus als eine Politik sind unfähig, dieses Problem zu lösen. Nur Jahrzehnte langer Massenarbeitslosigkeit braucht dafür kein weiterer Beweis zu geben. Aber wir heute davon schwätzen, dass der weitere Technologiewandel Großveränderungen bei der beruflichen Qualifikation bewirken wird, und nicht los schon bewirkt, wenn wir davon schwätzen, dass ganz Berufe, Berufsspieler, bei allen gesellschaftlichen Wirtschaftsbereichen total changieren, verschwanden oder durch neue Ersatz gehen, wenn man davon schwätzen, dass der schaffende Mensch seine berufliche Qualifikationen ständig weiterentwickeln und anpassen muss. Aber wenn man davon schwätzen, dass es zu Arbeitsplatzvernichtungen könnte, die möglicherweise nicht ganz kompensiert werden gehen, da werden diese Entwicklungen nicht nehmen dann sozial fortschrittlich zu meistern sein, wenn Politik werden sie nehmen dann sozial fortschrittlich zu meistern sein, wenn Politik massiv Angriffe an den kapitalistischen Produktionsprozess verhält. Politik ist als echt gefordert. Das Recht auf eine gut sozial und berufliche Perspektive für jeden muss zum Mittelpunkt von der politischen Aktion gehen. Ein fortschrittlich, ein modern national und europäisches Arbeitsrecht muss an erster Linie gut Arbeitsverträge aufsichern. Den unbefristeten Vertrag muss die Großregel bleiben, und Scheinselbstständigkeit muss gesetzlich aus der Welt geschafft und verhindert gehen. Digital Tagelöhner à la Uber dürfen nicht Zukunft sein. Seit Jahren fordert die Modernisierung von unserem Arbeitsrecht. Bis heute ist nicht viel passiert. Seit mehr wie 10 Jahren fordern wir die Reform von dem äußerst schwachen Gesetz über den sogenannten Plan de Maintien de l'Emploi.
Wir wollen, dass endlich ein Gesetz entsteht, das nicht just reaktiv ist, wenn Kant schon am Pütz leidet, mit einem Akzent auf Prävention, an der Prospektion, an Planung von der sozialen und beruflichen Perspektive von den Salarien am Betrieb lädt, und auch entsprechend seriös Verhandlungsrechte für die Gewerkschaftsseite schafft. Dringlichkeitscharakter wird auch die längst fällige Reform vom Gesetz über kollektive Entlosungen. Das aktuelle Gesetz möchte dem Patronat viel zu viel einfach Sozialpläne auszulesen oder diese sogar zu umgehen. Weil auch seriöse Verhandlungsrechte an den anderen Streikrecht fehlt sind, auch die Verhandlungsmöglichkeit vom Salariat äußerst limitiert. Nicht nur die Letztbeispiele aus dem Bankbereich, mir auch ein aktueller Skandal am Industriebetrieb John Zink, wo ein Betrieb, die gut wirtschaftlich gewinnen möchte, seine Leute rausgehauen will, rufen die Regierung ab, Lo zu handeln. Dringlichkeitscharakter wird auch die längst fällig Gesetzesverbesserungen für die Situation von den Salarien, die von Betriebsfeiten betroffen sind. An Dringlichkeitscharakter wird auch die Reform von der Arbeitsmedizin. Eine Arbeitsmedizin, die für die Sicherheit an den Gesundheitsschutz für die Salarien an der Digitalisierung von der Arbeitswelt für ganz neue Herausforderungen steht. Es wird völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die permanent berufliche Weiterbildung immer mehr wichtig wird. Dem OGBL war zu verdanken, dass an den Betrieben über 150 Leute Kogestion und Kodecision über berufliche Fort- und Weiterbildung am Betrieb am Delegationsgesetz angefordert ist. Mit dem geht nicht durch. Die allgemeinen Rechte auf berufliche Fort- und Weiterbildung und auf den Lifelong Learning am Allgemeinen sowie den Zugang auf Weiterbildung und auf berufliche Orientierungshilfe und auch die materiell und Zeitmäßigkeiten für jeden müssen fundamental ausgebaut gehen. Der Staat steht an der Obligation, seinen demokratischen öffentlichen Bildungsauftrag auf Zeit nur der initialen Ausbildung und Bildung gesetzlich auszudehnen, an die notwendigen öffentlichen Mittel dafür zu mobilisieren. Hier ist responsabel dafür, dass nicht neue Sozialfrakturen an der Ausbildung entstehen, die soziale und berufliche Perspektive von den Leuten vorstellen. Ein aktuelles Gesetzprojekt wird Formation continue als ganz schlecht. Er gibt nicht ausspricht, die sich schon stellen, aber nach viel mehr denen, die sich mehr Werte stellen, absolut nicht gerecht. Und dafür fordert der OGBL Edukationsminister ob das Gesetzprojekt frisch auf den Weg zu holen, aber wie aufgemacht mit den Sozialpartnern am Komitee permanent du Travail et de l'Emploi zu diskutieren. Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Entwicklung an der Arbeitswelt soll noch deren abstoßen für mehr Zeitsouveränität, für eine bessere Harmonisierung von Arbeit und Privatleben, für eine bessere Work-Life-Balance, für ein Multiwort an diesem Kontext zu gebrauchen. Und effektiv die Potenziale bestehen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Mir auch nicht von der Hand zu weisen, sind auch ganz andere Potenziale. Nämlich die von der fortschreitenden Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, wo dauernd online mit der Arbeit das, egal wie nie, und egal wo, und egal wie lang, wo ihn nicht mehr aufschalten kann oder darf. Weil es kennt ja etwas Wichtiges verpassen, für nicht seine Abstiegschancen oder seine berufliche Perspektive an der Konkurrenz zu anderen vorzubringen. An der Flexibilisierungsdiskussion kämpft Patronat für eine ganz andere Zeitsouveränität, wie wir sie verstehen, nämlich es kämpft für die es nach immer gekämpft wird. Und zwar für die Verlängerung vom Arbeitstag, von der Arbeitswoche, wo Überstunden geschafft und nicht honoriert wird, wo in zu allem Moment Zeit disponibel für den Betrieb soll sein. Wie die Haltung vom Patronat zu der Arbeitszeit froh ist und Diskussionen zum PAN-Gesetz gewiesen. Patronat wollte flexibilisieren die Arbeitszeit nun die Spielregeln. Und das aufgrund vom OGBL seiner Resistenz damit nicht durchkommen. Die OGBL stellt auch heute eine ganz
ganz klar, dass neue Arbeitszeitmodelle und noch Multiplikation von möglichen Arbeitszeitmodellen nehmen dann am Interesse vom Salarié funktionieren können, wenn nicht Männer mehr klar definiert Spielregeln die Kader dafür setzen. Über den Weg vom Arbeitsrecht, über den Weg von den Kollektivverträgen, über den Weg von nationalen und sektoriellen Aufkommen, die zwischen dem Patronat und dem MGBL verhandelt und aufgeschlossen gehen. Das ist den einzigen Weg, den denkbar ist. Der MGBL führt der Patronatsorganisation ab, nicht ihren Alleingang zu probieren, wie das beispielsweise, wo im Moment ein Fidel probiert, der Bezug auf den sogenannten Teletravail. Der OGBL führt das Duell ab, positiv Verhandlungen zu führen. Eine Möglichkeit, positiv Verhandlungen zu führen und zu einem gemeinsamen Aufschluss zu kommen, mit die aktuelle Diskussion zwischen der UEL und der Gewerkschaftsseite über die sogenannten Arbeitszeitkonten de Compte et Printemps. Ein Ausgang von den Diskussionen kann richtungsweisend sein für die nächsten Jahre. Der GBL ist bereit für Sozialpartnerschaft, Schlesungen am Interesse von allen Seiten ist bereit, sich an dem Sinn zu positionieren, an der Fordert von der UEL auch an die Richtung zu wirken und zu verhandeln. Der GBL begrüßt die aktuelle Initiative von der Regierung, die digitale Zukunft von Lützeburg mit der Force vive de la Nation zu diskutieren. Der GBL wird sich an diese Diskussionen voll mit abbringen und engagieren. Begrüßenswert als auch das Projekt zwischen der Berufskammerin und dem Arbeitsminister von einer gemeinsamen Etude über die Industrie 4.0 hier zu Lützeburg. Der GBL hofft sich, dass die Sujets, die sich aus dieser Analyse herausdegagieren, dann zu zielführenden Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern und der Regierungsseite führen. Der OGBL gesagt an der Initiative von der Regierung die Chance zu einem revitalisierten Sozialdialog hier zu Lützeburg. Kolleginnen und Kollegen, das ist erlaubt, die Vision von einem Modell Lützeburg am digitalen Zeitalter zu haben. Eine Vision, die ohne eine starke Gewerkschaft nicht denkbar ist. Da kann immer eine Gewerkschaft von der Stärke, der Einheit an der Unabhängigkeit sein. Eine Gewerkschaft von allen Berufen und Qualifikationen, vom öffentlichen und privaten Erbestatut, ob Mann oder Frau, ob Lützebäuer oder Ausländer, ob von Hai oder von der Grenze. Eine Gewerkschaft, die letztes Jahr ihr größtes Rendezvous mit ihrer 100-jähriger Geschichte hat. Und die am Jahr 2017 der Rendezvous mit Haut und mit der Zukunft wird. Für den Frieden und Demokratie, für sozial Europa, für sozial fortschrittlich Lützeburg, für eine gute Ausbildung, für ein gut Arbeit und ein gut Abkommen, und für eine gute Sozialsicherheit für jeden. Dafür sind wir bereit. Wir alle Guten hier am Saal als Spitze zum OGBL, als Tausenden von Personalvertretern an den Betrieben und als Zehntausenden von Membern, die hinter Feiern der gewerkschaftlicher und sozialer Kraft von Lützeburg stehen. Wief als 100 Jahre alte Sektion Diddling, wief als OGBL und wief als nächste Mal.